Herr Minister, die Spruchsituation zu Lützeburg ist am Wandel. Ja, wir haben einen Spruchwandel. Wir merken, dass Lützeburger Spruch, oder sind Jahrzehnte, meist im Alltag, es immer mehr Bereiche löserlos verschwindet. Also hat das Landesspruch da meistens durch Französisch, das ist eine Frankophonisierung. Ganz besonders schnell verschwindet Lützeburger Spruch an den letzten Jahren auch an der Arbeitswelt. Das merken wir alle in unserem Alltag, wenn wir uns daran früher erinnern, wie etwa 34, 40 Jahre, wo den überall im öffentlichen Raum im Alltag Lützeburgisch hören. Das ist heute nicht mehr der Fall, aber wenn wir die Stadt gehen und wir lauschen, dann hören den als Landesspruch nicht mehr nach sporadisch. Es gibt mittlerweile schon Lützeburger, die automatisch, wenn sie in Geschäfte gehen, wenn sie bei Restaurants anrufen zu reservieren, wenn sie in die Klinik anrufen, schon vorauseilend, prophylaktisch sozusagen, Französisch schwätzen, weil sie schon gar nicht mehr davon ausgehen, dass denen am Telefon ist, Lützeburgisch schwätzen. Stell dich da mal vor, ihr kennt das bestimmt. Und das ist die Erfahrung, die wir am Alltag machen. Ob der Welt oder nicht, das ist die Realität hier im Land in den letzten Jahren. Könnt ihr euch abbrechen, das ist so. Statistiken bestätigen die schlechte Situation von unserem Spruch und sie weisen, als wo der Landesspruch verschwindet, und sie weisen auch, wie schnell das geht. Das Stadtdeck zum Beispiel. Während nach an den 50er Jahren quasi jeder hier im Land Lützeburg konnte und noch benutzt wird, waren das laut Volkszählung am Jahr 2011 nach 70%. 2013, das sind 4 Jahre her, hat das Stadtdeck festgestellt, dass immer nach 42% von den Einwohnern Lützeburg als die am besten, die Spruch, die sie am besten können, umgehen haben. Bei den 30 bis 40-Jährigen sind das nach 30%. Bei einer Frau und dem Minister Kersch, die am Sommer, die ich gestaltet habe, also dem Spruch an der Arbeitswelt gegangen. Und du gesagt, der ganz deutlich der Rückgang, so hat der Minister Kersch geantwortet, dass immer noch bei 35% bei den offenen Plätzen Lützeburg gefragt wird. Also bei 65% von offenen Plätzen wird Lützeburger Spruch nicht mehr gefragt, da spielt sie keine Rolle mehr. Auch Duni hat so eine Analyse gemacht. Zusammen am Stadtdeck kommen wir im Mai 2019 eine Analyse raus, die Situation klar beschreibt. Französisch und Englisch geht immer mehr rup, während Lützeburg immer mehr rauf geht. Und sogar an den letzten Jahren vom Französischen sowieso, aber auch sogar vom Englischen überhol Ginas. Und Lützeburg in der Arbeitswelt ist nach die dritte Sprache, die am meisten dann benutzt wird. Auch Experten bestätigen das, auch von dir vielleicht heute nicht vorhaben. Zum Beispiel den Fernand Fehlen, früherer Soziologe von der Uni Lützeburg, in einem Interview Anfang des letzten Jahres, der gesagt hat, dass die Rolle vom Lützeburgischen auch raufgeht. Er hat gesagt, schriftlich wird Spruch quasi nicht benutzt, marginal. Er hat gesagt, es findet keine Angestellte mehr, die es können. Er hat gesagt, Spruch wird immer Männer von den Patronen gefroht. Und hat gesagt, am Handel gibt es kein Personal mehr, das Lützeburg kann. Dafür die erste Frage, Herr Minister, wie muss der ergreift die Regierung für eine Sprache mehr an der Arbeitswelt zu verankern, respektive sie an der Arbeitswelt zu erhalten? Die Situation ist die, dass ich davon ausgehen kann, wenn ich optimistisch ist, dass hier im Land rund 400.000 Leute Lützeburg schwätzen können von den 630.000 Einwohnern. Das sind also 200.000 Leute, die nicht können. Dabei kommen dann eigentlich gut über 200.000 Frontalien, die meistens auch kein Lützeburgisch schwätzen. Das sind also rund 400.000 Leute, die sich hier im Territoire alltag bewegen und kein Lützeburgisch können. 400.000. Es wird immer davon geschwärzt, dass so viele Leute an Lützeburgisch Kurse gehen. Aller Respekt für die, die Lützeburgisch lehren. Aber es sind auch die, und es geht auch nicht um 1000 und es sind auch die 10.000 all Jahr. Von 400.000. Also knapp 2,5% von denen, die den Spruch nicht können. Oder umgedreht, ein guter Krack, über 90% von denen, die kein Lützeburgisch können, gehen noch nicht an Lützeburgisch Kuren.
An die gehen wissen alle Guten, du hast einen großen Teil für die Nationalität zu kreieren. Dadurch verschwindet Lützeburg immer mehr an der Arbeitswelt und das auch, das geht wie weit feiern, sogar beim Staat. Dafür weiter froh, welche Maßnahmen ergreift heute die Regierung für mehr Leute zu erreichen und sie dazu zu motivieren, ein Incentive zu machen, für die Leute zu bringen, an Kuren zu gehen. Könnte der Minister sich eventuell Kampagnen vorstellen, eventuell Reklamen, die dabei gemerkt vorstellen, für Lehren und auch benutzen, von dieser Sprache zu promovieren. Und wie dringend Maßnahmen gehen ergriffen, für die Kapazitäten von den Kuren deutlich zu erhöhen in den nächsten Jahren. Merci. Merci, Herr Kolb. Die Regierung hat das Wort. Ganz gut. Den Herr Edukationsminister Claude Meisch. Merci, Herr Präsident, Damen und Herren. Und ich fand es gut und wichtig, dass wir auch von Zeit zu Zeit hier in der Chamber über das Spruch, über den Lützeburger Spruch schwätzen, weil der besetzt wird. Die Leute am Land interessiert, ob sie Lützeburger sind, ob sie Lützeburg schwätzen, ob sie nicht Lützeburg schwätzen, ob sie nicht Lützeburger sind, ob sie Resident sind oder Frontalier sind und all der mehr oder minder mit dieser Spruch konfrontiert sind. Wir wissen, da das Land sich geändert hat und das, was den Herr Kolb gerade geschildert hat, als ein Zeichen, eine Auswirkung von der Veränderung, ja, wenn man natürlich einen anderen Arbeitsmarkt hat, ja, wenn man halt einen Arbeitsmarkt hat, den vielleicht auch ganz stark geprägt wird, die nicht abgewürzt sind, die vielleicht bei uns Wunde kommen sind oder die all der bei uns schaffen, kommen als so evident, dass ein großen Teil des Lützeburger Spruch nicht so beherrscht. Ich muss aber sagen, dass das Interesse, gerade auch bei denen, die die Lützeburger Spruch nicht von daheim mitgekriegt haben, die auch nicht an der Schule oder ja ganz tags am Schulhof gelehrt haben, aber ganz, ganz groß. Also, dass das für eine Herausforderung stellt, dem Interesse auch noch zu kommen. Ich verstehe auch, dass es eine große Bedeutung hat. Valorisierung von der Lützeburger Spruch. Ich würde von der Heilung schwätzen, weil ich nicht so bedroht gesehen wie den Herr Kolb oder einzelne andere immer nächst, weil ich erlebe all der wie den Zuspruch für den Lützeburger Spruch ist und die Akzeptanz davon, dass das ein Teil von unserer Identität ist, neben der Mehrsprachigkeit, die wir aktiv leben und wo wir ganz schnell von enger Spruch auf die anderen können wechseln und ja auch ganz dax mit Hoffart weisen, dass wir Mehrsprachen können. Und das will ich eigentlich nicht vermisst wissen. Das Mensch gehört gerade so zu unserer Identität und prägt uns so. Und es zeichnet uns in einem positiven Sinn eigentlich aus par rapport zu anderen Ländern, anderen Regionen, anderen Kulturreihen. Man muss uns sicherlich bewusst sein, dass, weil wir einen anderen Arbeitsmarkt haben, weil ganz viele Leute bei uns beruflich aktiv sind, die nicht abgewusst sind, das war die Generationen vielleicht geholfen hat, für den Lützeburger Spruch von einer Generation auf die andere weiterzugehen. Dann, wenn das kleine Kind nicht daheim gelehrt wird, dass sie an der Schule oder am Schulhof gelehrt wird, dass der lang sicherlich nicht mehr durchgeht und dass man mehr Erfahrungen machen muss, für auch die Erwachsenen zu visieren. Und ich denke, dass die Erfahrungen aber konsiderabel sind. Also sind es auch, weil ein Offer entstanden ist, die deutlich mehr breit ist an den letzten Jahren. Also sind es aber auch nach ein Kehr, weil einfach ein Interesse Unterspruch da ist, auch bei denen Erwachsenen, die heute zu Lützeburg wohnen oder auch nicht mehr heute zu Lützeburg schaffen. Ein Beispiel ist das Institut National des Langues, wo wir 6.200 Inskriptionen haben, wo wir 12 von denen Leuten in den letzten 5 Jahren, die sich in der Lützeburger Spruch interessiert haben, 77% konnten absetzen, wo es für die erste Kehr am Schuljahr 2019 und 2020 der Fall war, dass man mehr Inskriptionen an Lützeburg Kuren hatte wie an Französisch Kuren, wo Jahre für drunter nach einen großen Groove dazwischen lag. Wir wissen, dass wir andere Anbieter haben, auch unter der Menge Minister, dem Service National
dem Service la Formation des Adultes, wo man rund 8200 Leute haben, die das Jahr auch nächst a Kuren angeschrieben sind, Kuren, die von SPL assuriert gehen, Kuren, die von Gemengen assuriert gehen, Kuren, die vom Service la Formation des Adultes selber assuriert gehen. Das bedeutet natürlich, dass man, wenn man die Leute Croissance weiterfeiern, dass man mehr Enseignants brauchen. Am INL zum Beispiel, dass 12 von denen Enseignants, die Lützeburg-Kurse gehen, an den letzten Jahren von 33 auf 53 geklommen. Das ist ein Host von 60%. Dann als erfahren, die gehen weiter domada. Ich denke, dass wir auch müssen innovieren, wenn man das Lützeburger Spruch weiter vermitteln, gerade wenn man es auch in der Wursener vermitteln. Wir haben heute Offerten auch am INL, am Blended Learning, wo also ein Teil am Distanzunterricht stattfindet, über Neuformulen an ein Teil auch am Präsenzunterricht stattfindet, wo man sich also am Distanzunterricht gut kann auf ein Mathe präparieren, sich das schon kann schaffen an uneignen, und dann nur am Präsenzunterricht am direkten Kontakt mit einem Lützeburger Enseignant auch kann vertiefen. Und wir werden bei der nächsten Rentrée 2022 auch weltweit accessiblen Online-Kurs für Lützeburg, der rein online angeboten wird, anbieten und das sukzessiv ausbauen für die Einzelsprachenniveau und dann auch rein online können zu lehren. Und wir gehen davon heraus, dass dort ein Interesse hier am Land ganz groß ist. Wir gehen auch davon heraus, dass an unserer direkten Region ganz groß ist. Also gut, dass in verschiedenen Regionen von der Welt ganz groß ist, weil wir in Dummel mit den Ambassaden und den Ambassadeuren schwarz kriegen, die immer nächst aufrufen von Leuten in anderen Ländern, ganz fremde Länder, für da auch können von Lützeburg-Kuren zu profitieren. Momentan sind eng rund 30 Leute auch angeschrieben an der Formation vom ZLSK, den Zertifikat Lützeburger Sprache und Kultur, die dort autorisiert sind, für die Formation des Adulten auch Kuren können anzubieten, sodass es also wichtig ist, auch dort zu gucken, dass wir eine nächste Generation von Formateuren kriegen, weil sonst können all die erfahren, all die Ambitionen, die wir haben, für die erwachsenen Leute Lützeburg not zu bringen, können wir nicht erreichen. Nein, also aber auch ein mehr stärkeres Engagement an der Grenzregion. Wenn wir gerade halt die Präsenz von der Lützeburger Sprache bei dem Arbeitsmarkt visieren, dann ist es nicht unwichtig, dass wir mit Partnern an der Grenzregion, auch an der Grenzregion, da wo vielleicht Salarié Fumar, Lützeburger Salarié Fumar abwürzen, da wo Leute sich interessieren, und natürlich, wenn sie ihre Berufsperspektive gucken, auch auf Lützeburg gucken, auch bereit sind, erfahren zu machen, Lützeburger Sprache schon zu lehren, eher sie überhaupt auf Lützeburg kommen und seine erste Demande können machen, dann überhaupt den Fuß auf den Lützeburger Arbeitsmarkt setzen. Der Formation gibt am Saarland, gibt am Rheinland-Pfalz. Wir haben für kurzem bei der letzten Konferenz intergouvernemental auch mit der französischen Regierung einen Akkord unterschrieben, für die Formationen am französischsprachigen Raum, am Grenzgebiet anzubieten, dass über die Akademie Nancy Metz, die da unser Partner ist. Wenn wir auf die Arbeitswelt gucken, dann ist es wichtig, dass wir auch an der Formation für die Berufsausbildung, wo wir sicherlich auch mehrsprachige Formationen anbieten, auch für einen frankophonen, ja zum Teil sogar einen anglophonen Publikum, Formationen an der Berufsausbildung anbieten, natürlich auch die entsprechende Fachterminologie mitvermitteln Lützeburg. Für das ist ja nur, wenn ich an die Garage gehe, an ein schönes Problem mit meinem Auto, dass auch da der Garagist und der Mechanicier versteht, was dann das Problem ist, und dass ich ein Gespräch mit dem kann auf Lützeburg feiern. Da sind wir am gerne groß erfahren, auch zu machen. An echt Lehrwerker Lützeburg am beruflichen Alltag sind auch schon an der Praxis gekommen, aber wir werden der auch noch weiter ablehnen. Ich will nach auf E-Punkt, Herr Präsident, angehen, dass wir hier wohl eine ganze Reihe von Initiativen abgezählt haben, und das hat doch die Frau wird sich darüber konzentriert vom Herrn Kolb, wie man die Erwursen dazu kriegen, wie man sie können unterstützen, für Lützeburg zu lehren, für das Lützeburg eine andere Bedeutung, eine andere Präsenz ist, kann um Arbeitsmarkt kriegen. Ich denke, dass man aber auch, was die Initialausbildung anbelangt, auch bei den Jungen hier im Land davor können machen. Dafür haben wir ein neues Schulfach angefordert bei der letzten Rentrée über Lützeburger Sprache, Lützeburger Kultur, ob der Katria am klassischen Lycée, was wir axiert tun,
auch eine Richtung, was Kompetenzen nur belangt, für Lützeburg zu schreiben, für eine gute Bagage Lützeburger Kultur mitzukriegen, weil wir wissen, dass viele Junker auch hier abwursten an eine Schule kommen, die das von daheim nicht unbedingt mit können kriegen, aber wissen, dass das Interesse auch richtig Lützeburgische Schreiben mehr groß geht. Für allem bei einer jungen Generation eigentlich der Wunsch besteht, sich gut und korrekt auf Lützeburg können auszudrücken, das nicht nur mündlich, mehr auch schriftlich. Und dafür denke ich, dass man das auch auf einer Karriere, in einem Alter machen, wo in einer Sprache gefestigt wird, aber wo in Opa und darüber relativ schnell auch kann die Grundprinzipien von der Lützeburger Orthographie, von der Lützeburger Grammaire kann abholen und mitholen. Dann noch eine letzte Bemerkung, die wisst, dass man an der letzten Legislaturperiode schon den ersten Entwurf von einem 20-Jahresplan abgelöst hat, den am Gangen als überschafft zu gehen. Das nicht nur am Gangen aufgeschafft zu gehen, sondern auch am Gangen abgeschafft zu gehen, für an sämtliche Sektoren eigentlich von der Gesellschaft eine Reihe von Initiativen können zu holen, für den Lützeburger Spruch zu stärken. Wir werden 20-Jahresplan nur, weil ein Spruch wirklich festigen, an einen Spruch weitergehen und eine neue Generation, respektive die Leute, die bei uns wohnen, erschaffen kommen, das ist kein Erfolg, den von einem Jahr oder von einer Legislaturperiode, der von Dauer sind, das muss ein langfristiger Erfolg sein, der muss kontinuierlich sein, und der muss auch koordiniert sein. Und dafür haben wir ja auch neben den vielen Benevolen an die Initiativen, die immer existiert und die enorm Merite haben, die der Spur eine Visibilität geben und über die letzten Jahre Jahrzehnte an Bedeutung eigentlich als Sichtheit am Land thematisiert haben, auch professionell Strukturen developiert, wie den Zentrum für den Lützeburger Spruch, wie der Kommissar für den Lützeburger Spruch, den die Mission nicht als der Toten eigentlich an einem alltäglichen permanenten Engagement mit vielen Akteuren, mit unterschiedlichen Akteuren am Land auch durchzusetzen. Und da sind sie am Gang. Aber da sind wir sicherlich noch lange nicht angekommen, wo wir nicht kommen, und dafür müssen die Erfahrungen weitergehen. Vielen Dank.